Hallo Reisefreunde und einen wunderschönen guten Morgen vom Chiemsee. Servus hier. Stimmt, Servus und Pfirti Gott, das haben wir in den letzten Tagen schon gelernt. Ja, uns hat es an den Chiemsee verschlagen. Wir haben euch ja gesagt, uns fehlt noch so ein bisschen was von Deutschland. Und der Chiemsee, ja, das ist eine unserer Lieblingsgegenden in Deutschland. Das wissen wir schon von früher, aber wir sind nicht ganz alleine hier. Nein, wir sind zusammen mit Chiemsee Alpenland Tourismus hier. Die haben uns auch ganz viele tolle Tipps gegeben, was wir hier machen können. Und den ersten, den setzen wir jetzt gleich um. Genau, sie haben uns sozusagen eingeladen. Wir dürfen dann später auch noch so einen richtig coolen Campingplatz austesten. Wieder mal einen Campingplatz. Aber erst, wie gesagt, gehen wir jetzt auf eine Wanderung durchs Moor. Wir verlieren keine Zeit. Los geht's. Ja, irgendwie in der Vergangenheit, die man dem Moor so gar nicht zutrauen würde. Von 1940 bis 1945 wurde das Moor hier als Schießplatz zur Pilotenausbildung genutzt. Hier wurden also von den Fliegern diverse Bomben abgeworfen und die mussten dann ein Ziel treffen, das so groß war wie etwa ein Scheunentor. Da steht, wie schwer 50 bis 250 Kilogramm schwer waren die Bomben, die hier heruntergegangen sind. Und es gab hier anscheinend auch ein paar, die gestorben sind. Früher wurde hier Torf abgestochen und das kann man auch noch ganz gut sehen, diese geraden Linien, die es hier noch gibt. Mittlerweile macht das hier aber niemand mehr und entsprechend setzt sich jetzt das Wasser wieder an. Die Natur erholt sich ihren Lebensraum so ein bisschen zurück und das kann man hier von diesem Aussichtspunkt aus sehr gut beobachten. Und was auch immer wieder auffällt, sind die vielen versteckten kleinen Details, zum Beispiel geschnitzte Gesichter. Mega cool dieses Moor und super naturbelassen, auch diese Vogelbeobachtungsstation hinter uns, wirklich cool mit Adlerhorst, man kann super Ausschau halten. Und wisst ihr, an was mich das Moor so ein bisschen erinnert? An unsere Zeit in Estland und Litauen. Wisst ihr noch, wo wir über diese coolen Wege gegangen sind? Ein bisschen, ja, erinnert es mich daran. Bevor es jetzt richtig regnen kommt, machen wir noch eine Jause. Ich denke mal, man sagt Jause hier, oder? Kann sein. Schreibt mal unten in die Kommentare. Jetzt mal schauen, was Steffi hier alles eingepackt hat. Wir geben es ja zu, bei den letzten Landvergnügenhöfen haben wir immer so ein bisschen eingekauft. Ein bisschen ist zwar untertrieben, wir haben immer so ein paar Spezialitäten uns zugelegt. Und ja, mal schauen, was wir jetzt hier haben. Den hier haben wir schon lange dabei. Ich glaube, das ist einer von den zweien, die wir vom ersten Hof gekauft haben. Der Käse hier und diese Nussecke, die stammt vom letzten Platz, wo wir geschlafen haben. Und im Ort vorher, wie heißt es denn noch? Feilingen. Bad Feilingen haben wir hier das Brot gekauft. Beim Bergermeister, oder? Bergmeister? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der geheißen hat. Auf jeden Fall sei es ein Brot nach Schweizer Rezeptur, das wir zufällig, klar, man nimmt natürlich das, was man schon kennt, ausgewählt haben. So, ein bisschen Gurke noch dazu. Und was natürlich nie fehlen darf, Taschenmesser, irgendwie muss das Zeug ja klein geschnitten werden. Was gehört denn für euch so zu einem Picknick dazu, auf Wanderung? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr so Besonderes mitnehmt, wenn ihr unterwegs seid. Zeit für die Regenjacke. Ich war ja immer der Meinung, wenn man eine Regenjacke dabei hat, dann kommt es nicht regnen. Das ist genauso wie wenn man die Sonnenbrille mit hat, dann kommt die Sonne nicht raus. Tja, Pech. Heute hat der Trick nicht funktioniert. Aber wir haben ja super coole und mega leichte Jacken und die sind 100% wasserdicht. Also da können wir danach auch durch diesen Regen laufen. Egal.
Willst du deine auch? Kaum hat es angefangen zu regnen, hat es auch schon wieder aufgehört. Und die Sonne scheint. Heute ist... April, Mai. Ja, eigentlich ist ja Mai, aber irgendwie ist noch April. Hä? Also, Ja. naja, wir sind ja ausgerüstet. Aber vielleicht kommt es noch mal. Angekommen, wir sind eingecheckt auf dem Kaiser Camping. Outdoor Resort. Genau, das kann man sich irgendwie alles... In Bad Feilenbach. So, jetzt. Nächstes Mal macht er es dahinter wieder, oder? Ich bin heute irgendwie mit meinem Kopf woanders. Ja, auf jeden Fall. Wir haben unsere Parzelle bereits bezogen hier. Und das Schöne an unserem Platz hier ist, da drüben ist direkt das Naturresort. Wir haben hier also direkt so einen kleinen Fluss. Und dann kommen auch schon die Apfelbäume und die Natur. Das gibt natürlich nicht das klassische Camping-Feeling. Und trotzdem, wenn man auf die andere Seite guckt, dann hat man die ganze Infrastruktur. Es hat Spielplätze, Hallenbad, Duschen, Toiletten, Bibliothek. Da hinten ist sogar eine kleine Alm. Aber ich würde sagen, wir schnappen euch jetzt einfach zusammen mit der Kamera und gehen ein bisschen über den Platz. Möchtest du vielleicht noch kurz zeigen, wie groß unsere Parzelle ist? Die geht von hier bis hier. Damit man sich hier überhaupt zurechtfindet, haben die ganzen Straßen natürlich auch eigene Namen. Hier ist zum Beispiel die Badgasse, da hinten ist die Parkgasse, die Almgasse und am Maibaum gibt es auch. Dann gibt es hier sozusagen die Schnellzugriff-Toilette und Dusche und da drüben hat es dann noch einen richtigen Komplex. Der ist jeweils für Männer und Frauen separat und der ist so groß, da drin kann man sich verlaufen. Ja. Wie Ponyhof. Es gibt einen Reiterhof direkt neben dem Campingplatz und da kann man auch Reitausflüge machen. Für kleine und große Kinder gibt es hier auch ganz schön was zu tun. Riesiger Spielplatz mit Schaukeln und allem Möglichen. Ja, liebe Reisefreunde, seit Steffi euch den Campingplatz gezeigt hat, hat es nur noch geregnet. 2 Tage lang ununterbrochen schlechtes Wetter und naja, wir haben sozusagen Pause gemacht. Aber Pause machen am Chiemsee, da macht auch Spaß, denn wir waren zum einen Kuchen essen, der beste Kuchen der Welt, im Winkelstübel in Fischbach, auch richtig lecker, müsst ihr unbedingt mal hinfahren. Und am zweiten Tag waren wir dann ein bisschen schwimmen im Brienna Vera in Brien am Chiemsee. Hat richtig Spaß gemacht, aber jetzt gibt sie ihr Comeback. Sonja ist wieder da, die Sonne ist hier und für uns geht es heute hoch hinaus. Und zwar nicht mit der Gondel, sondern mit der Zahnradbahn. Das wird richtig spannend und wir genießen zusammen mit euch jetzt das Wetter, erkunden weiter die Region Chiemsee, Alpenland und ihr seid dabei. Kommt mit! Genau mit dieser Bahn geht es jetzt hoch hinaus. Eine mehrspurige elektrische Zahnradbahn. Wir überwinden damit 1217 Höhenmeter und sind gut 25 Minuten unterwegs. Dazwischen hat es 2 Haltestellen und es wird wirklich sehr, sehr interessant. Denn von den 7 Kilometern, die wir fahren, fahren wir 6,1 Kilometer mit einer Zahnstange und das gibt es nur noch 4-mal in Deutschland. Und ja, ihr habt es ja schon gesagt, es ist wunderschönes Wetter. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, hüpfen rein und fahren los. Deutschlands ältester Hochgebirgsbahn auf den schönsten Aussichtsberg der Bayerischen Alpen befördern zu dürfen. Bei einer Streckenlänge von 7,66 Kilometer mit einer maximalen Steigung von 23,7% überwinden wir in ca. 25 Minuten einen Höhenunterschied von 1200 Metern. Ausführliche Informationen über den 1838 Meter hohen Wendelstein und seine Geschichte erhalten Sie bei Interesse im gleichnamigen Taschenbuch an den Taustationen. Für Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen nach Ankunft am Bergbahnhof gerne zur Verfügung und
wünschen Ihnen im Namen der Wendelsteinbahn einen schönen und erholsamen Aufenthalt am Berg. Ja, und so schnell ist man mit den Zahnradbahnen auf dem Wendelstein. 25 Minuten geht aber schon ordentlich aufwärts, zum Teil wirklich ganz, ganz steil. Jetzt sind wir gespannt, was uns draußen erwartet. Es hat abgekühlt und ihr habt es gesehen, es hat auch Schnee hier oben. Wollten wir eigentlich nicht mehr, aber gehört auf dem Wendelstein, dem Hausberg der Bayern natürlich mit dazu. Ja. 1883 wurde das Wendelsteinhaus hinter uns übrigens erbaut. Das war eines der ersten Gasthäuser in den Bergen in Deutschland und musste bereits 1887 erweitert werden, weil es so wahnsinnig beliebt war. Aber zurück zur Kapelle, wo wir vorher ja noch waren. Die erste Wirtin oder die Wirtesfrau, die hier oben im Wendelsteinhaus gelebt hat, hat mit dem Satz, den sie gesagt hat, ja, aber ich komme ja hier nie runter und kann nie in einen Gottesdienst, echt was ausgelöst, denn nur ein Jahr später stand diese Kirche hier oben und sie konnte ihren eigenen Gottesdienst abhalten. Noch kurz zur Zahnradbahn oder zur Zahnradbahn? Ja, Zahnradbahn. Die wurde übrigens von Kroaten und Bosniern erbaut, von Hand mit Sprengen und so weiter. Und ja, die wurden da hinten rekrutiert und man munkelt, es traten nicht alle wieder die Heimreise an, denn viele tragen heute hier in der Umgebung die Namen der Arbeiter von damals. Ja, richtig spannend, was hier alles zu sehen gibt. Wenn ihr übrigens runter zu den Toiletten geht, da gibt es eine super spannende Ausstellung zu 100 Jahre Wendelsteinbahn, das sie 2012 hier gefeiert haben. Das war die Fahrt mit der Wendelsteinbahn, zeitweise sehr spektakulär, zeitweise ein bisschen viel durch den Wald. Hin und zurück kostet das pro Person 36 €, aber es lohnt sich schon, würde ich sagen, vor allem der Ausblick dann ganz oben. Das Ganze zu filmen ist nicht so einfach, ihr habt es vielleicht gesehen, wir konnten die Kamera nicht im Führerstand platzieren, aber da habe ich einen Tipp für euch, die Wendelsteinbahn hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal, da könnt ihr die ganze Führerstandfahrt nachschauen, findet ihr unten in der Infobox für alle, die sich für den Zug begeistern. Für uns geht es zurück an den Chiemsee, die Mägen knurren, mal schauen, was es zum Mittagessen gibt. Ja, und wenn wir schon am Chiemsee sind, dann fahren wir natürlich auch über den Chiemsee. Erst auf die Frauen, dann auf die Herreninsel und wir waren noch nie hier, keine Ahnung wie das wird, aber Bootfahren, das macht doch natürlich immer Spaß. Erst Zug, jetzt Schiff, so lässt sich's leben. So, wir haben ein kleines Lokal gefunden. Ich kann hier nicht so laut sprechen. Wir werden beobachtet wie verrückt mit dieser Kamera hier. Auf jeden Fall gibt es eine geräucherte Renke zum Mittagessen. Das ist ein typischer Fisch hier vom Chiemsee. Und wir haben auch erfahren, dass das eigentlich eine Felche ist, wie wir sie nennen. Und ja, ich würde sagen, guten Appetit. Danach sind wir wieder gestärkt. Nach dem leckeren Fisch sind wir jetzt unterwegs über die Fraueninsel. Eine richtig süße kleine Insel, die übrigens die höchste Brauhase-Gaststättendichte überhaupt in Bayern hat. Ja, auch nicht besonders schwer, weil hier lebt ja quasi niemand, aber es hat natürlich dank den Touristen unzählige Gaststätten. Gibt aber auch Handwerk, wie zum Beispiel Keramiker, Geschäfte, in denen man rumstöbern kann. Und die Insel ist wirklich nicht groß, deshalb kann man die bequem zu Fuß umrunden. Jetzt geht's weiter zur Herreninsel.
Die Herren mögen es wohl etwas pompöser. Habt ihr die Bilder gesehen von dieser Schlossanlage? Der Wahnsinn. Fühlt man sich, wie hast du gesagt, so ein bisschen wie in Wien, Ja. mit dem Schloss dort. Wir haben Tickets für die Tour, die startet um 16:50 Uhr. Das ist, glaube ich, die letzte Tour am Tag. Und da gibt es noch ein bisschen Museum darin, da schlendern wir mal ein bisschen durch. Weiß nicht, ob ihr mitkommen dürft, aber ihr habt das ja schon von außen gesehen. Das ist echt geil hier. Ja, obwohl wir ja auf Einladung vom Chiemsee Alpenland Tourismus hier sind und eine Ausnahmegenehmigung haben, dass wir hier auf den Chiemsee-Inseln überhaupt drehen dürfen und das veröffentlichen dürfen, sind die strikt. Man darf da drin weder filmen noch fotografieren. Da gibt es keine Ausnahmebewilligung. Nicht mal für so wichtige Leute wie uns, damit ihr das anschauen könnt. Ihr müsst selber herkommen, wenn ihr das wollt. Weil es ist echt sehr, sehr spannend, dass der Ludwig II., der das Schloss hier gebaut hat, der war total Fan vom Sonnengott, vom Ludwig dem Sonnenkönig, von Ludwig dem 14. in Frankreich. Und deshalb findet man hier drin kein einziges Bild aus München, aus Bayern, aus Deutschland, sondern alles nur französisch. Spannend, wirklich spannend. Ja, aber fertig wurde er leider nicht, war dann doch zu teuer. Hinter uns ist jetzt aber die Tür geschlossen worden. Noch ein letztes Wasserspiel für heute wahrscheinlich, dann ist hier Ende. Wir gehen zurück, der Schiffssteg ist etwa 20 Fußminuten entfernt. Und ja, dann geht es für uns zurück aufs Festland. Und da kommt auch schon unser letztes Schiff für heute. Es geht zurück nach Prien. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, ob ihr auch schon in der Region unterwegs wart. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Immer noch hier aus der Chiemsee Alpenlandregion. Tschüss!